Ein Liebespaar, wieder ein Abend, dat wir dich bei Tag von der Verleibde. Und der Mann hat eingeladen, der früht in einem Restaurant und sagte der, weißt du, ich habe einen Vorschlag. Wenn du nicht beim Dia von der Verleibde ist, ist mein Vorschlag, dass wir von nun an eigentlich alles deutlich kennen. Der Früh war ganz begeistert davon, dass nu alles wieder deutlich wurde. In diesem Moment hat er eigentlich lange erwartet, dass er mir irgendwann mal vorschlagen und nicht bloß immer so was holen wird. Und dann, als dann erst Jo gesagt hat, dass sie einverstanden ist, dass sie alles deutlich wurde, dann sagt er, weißt du was, mir ist von der Stromrechnung, der Wasserrechnung, der Internetrechnung und Telefonrechnung gekommen. Und wenn wir noch alles teilen, dann dachte ich, wir können alles teilen. Mit anderen Worten, wie mit er Interesse. Er hat sich so gedacht, das ist ja doch eine schöne Gelegenheit. Wenn ich meine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, dann brauche ich diesen Partner. Sonst würde ich nicht wirklich in eins, was ernst wählen mit dieser Früh, bloß im Bereich vom Ökonomischen würde ich wählen, dass ich mithelfen will. Leider sind so viele Paare, die nicht sind, wirklich it Leben. Das gibt viele Kräfte im Leben, die den Menschen bewegen. Jemand kann bewegt werden aus Interesse, aus Leben, aus Glauben oder aus Angst. Also aus Interesse, aus Leben, aus Angst oder aus Glauben. Das sind, was Menschen bewegen, eins was zu tun. Manche Menschen haben Projekte aus Glauben an Projekt und Glauben an Gott. Die tun das wirklich wieder. Einige Menschen werden sie was betont kriegen. Einige Menschen aus Leben und andere Menschen einfach aus Angst, eins was zu tun. Oder aus Angst, eins was nicht zu tun. Ich würde wählen, aber ich habe die Angst dafür. Die Angst ist das, was die Bremse hat. In diesem Fall, das Portje, wie nicht halb aus Leben. Ich will mit die das Leben teilen, wenn sich die Leben. Ich will mit die das Leben teilen, wenn sich eins was interessiert sie. So viele sind bloß interessiert. Oder am Geld, oder an dem Körper, oder eins was, aber nicht sagen, ich lebe dir und ich will meinen Teil dort tun. Dann müssen wir uns, wenn wir von Leben reden, eine Definition verholen, was sagt die Bibel über Leben. 1. Korinther Kapitel 13, das ganze Kapitel hat eine Beschreibung über Leben. Ich würde die einladen, das ganze Kapitel zu lesen. Aber ich möchte ein Vers lesen, was sagt, was der Leben nicht ist und was er nicht ist. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5. Der Leben ist nicht unanständig, der sieht nicht das Ehe, der Leben ist nicht besser, sei das Schlechte nicht herrechnen. Also dort ist der Leib. Das Schlechte nicht herrechnen, der Leib ist nicht besser, der sieht nicht das Ich. In diesem Fall, das Mann, sein Vorschlag wäre, das Ich sieht. Ich sehe das Zentrum von der Welt und wer kann mithelfen, damit ich dort erreichen kann, was ich will. Diese Früh an und für sich, wir haben nicht wichtig, wirklich mit ihr einen Kompromiss anzukommen, wirklich mit ihr ein Versprechen anzukommen. Ich glaube, diese Sache, wir wollen dort legal, geistlich alles klären. Dat is van de dag mee. De zaken moeten immer half. Also, als sie half dit en half dit, als sie half een Auto, als sie half een Tractor, als sie half een Flugzeug en half een Bulldozer. Also nicht ganz klar, weit aus dem Pflege oder dem Fahren ist. Und so gibt es immer mehr Menschen, die dahin anders sind. So hat auch das Mann. Das Portje ist dort in diesem Fall eine Früh, seine, was kann ich von der ausnutzen? Wer ist das bei dir in der Familie? Bist du in der Familie da an dein Verhältnis mit den Eltern, mit deinen Kindern, mit deinen Schwestern, mit dem Partner? Ist das in Leib oder ist das in Interesse? Manche sind ohne Eltern mal interessiert. Ich würde mal besitzen, wenn es irgendwann würde mich vielleicht noch was vererben. Nicht, dass ich wirklich will, in unserer Städte und mit den Sinne. Gott sieht Menschen, die bereit sind, eins was zu opfern, aus Leib. Aus Glauben an Gott, aus Leib zum Nächsten, aus Leib für Gott. Diese Menschen sieht Gott. Und eine von der hardsten Arbeit ist nicht ein Tag über ihn zu einer hart arbeiten. Eine von der hardsten Arbeit ist an unserem Charakter zu arbeiten, dass ich mein Ich durchbreche und wieder den Nächsten so lebe, dass ich erbitten werden kann. Mag Gott die wieder sehen, eine Oasis für die Nächsten, für die ganze Ambiente abzubauen.